Guten Abend bei Dickrich TV. Haut aus der Villa kommt an der Rue Alexis Hack. Wenn das geschichtsträchtige Haus bis renoviert ist, sollen heute Archiven von der Wilde die Kirche erbrücht gehen. Am Hintergrund aber geht schon mehr lang fleißig Umaufbau vom Archiv geschafft. Seit ein paar Jahren ist der Archivist von der Gemeinde am Gangen, die alle Dokumente von Dickrich zu triieren, auszuwerten und zu bestimmen, was davon noch zu gebrauchen ist. Wir haben ihm dabei den letzten Sommer über die Schiller geguckt. Dickrich hat eine lange Geschichte, zurück bis an 14. Jahrhundert. An ein richtiges Archiv, also bis well nicht gehen. Der Archivar Michel Pauli hat ihm noch genug Arbeit für Russisch. Zahnt das ihn zu Dickrich schafft, hat ihn mal für die müssen den Tri machen. Von dem, was ihn am Keller von der Gemeinde fand, dürfen wir für die abgedeelt zwischen allem, was für und an allem, was nur der Unabhängigkeit von 1839 datiert ist. Alles wat 400 Unabhängigkeit aus 1639 und ich zu einer Küste gemeint, dass sie in 21 Küste gewesen der Köchte voll an dat leidet über mehr oder weniger durchnehmen. Das heißt, du an einem Park kannst du über 4-5 Jahrhunderten Dokumente haben. Weil ich das am Anfang eben noch nicht konnte, nicht Platz hat, auch für das proper zu machen, habe ich einfach nicht mehr sehr geguckt, was für wenig ist es, und dann habe ich eben an die Kategorie gelöst. Die nächste Kategorie, das ist der Fonds Moderne, die geht dann eben von der Unabhängigkeit bis Ende des Zweiten Weltkriegs an. Das sind dann heute 46 Küsten, die man noch gar nicht abgemacht. Lo sind dem Michel seine Equipe so für dich mal damit beschäftigt, das alte Material von 400 Unabhängigkeit abzudeelen. Und die belgische Periode, die holländische Periode, Zeit von der Französischen Revolution. Ein besonderes Defizit aber sind die ganz alten Dokumente auf Pergament. Hier zum Beispiel das auch Pergament, ein Schacht, gefällt. Ich kann den nicht unheilen. Wie gesagt, dann Traité de Mariage, ne? Also sind von, wo steht hier drauf? 1673. Es ist ein bisschen wie Puzzle und Memory zu gleicher Zeit, wo ihr die fehlend und die passenden Stecker finden, ihr ein Gesamtbild von 400 Jahren Geschichte zusammenholt. Und das ist nicht immer einfach, wie ihr auf diese Bilder gesagt. Meiner Meinung nach sind ein paar Bayerfisch gewischt, aber ein paar Bayerfisch werden oft viel mehr, dass die Spuren drauf sind. Das hat ja schon extensive Schuhe. Gefriert, also sicher gehen, von den Rillen hier, eben weil das kleine zackige Rillen sind, meiner Meinung nach waren ein paar Bayerfisch, die da wirklich die ganzen Farbe gefällt, ne? Zweimal an die einfach durch den ganzen Kreis weggefräst. Ne? Und das mir viel übrig. Oder aber Dokumente sie von Schimmelbefall und noch nicht zu benutzen. An einer richtigen Sisyphus-Arbeit müssen sie dafür am Archiv mal botzen, was zu halten ist, und das dann qualifiziert hingehen. Für die Restauration, da sind andere Leute zuständig. Wenn ich das bis weiß, dann muss ich gucken, so habe ich heute ein Dokument, respektive paar Dokumente, die zusammen gehören, ne? Auf welchem Zustand sie sind. Ne? Wenn sie da schlecht Zustand sind, dann muss man Restaurator kommen, den euch da sieht, ne? Ob es sich lohnt, ob man kann restaurieren kann, ja, ne? Wie viel das kostet, und das ist nicht billig. Und wenn das dann eben restauriert ist, können wir dann zurück, und dann müssen wir eben klassieren, so dass es nicht mehr, dass es kein Schritt mehr hält, und dass es eben dann so gut wie möglich für die Ewigkeit versorgt ist. Die Arbeitsteil dürfte auf alle Fall noch nicht so sehr aufgeschlossen sein, wenn ich weiß, dass die nächsten Kosten schon werden. Du an der Maison L'Orientation, man denkt an 120 Kosten. Das heißt, aber das sind mir Sachen, die viel mehr rezent sind. Nee, das heißt, das hier ist nicht ein Spitz vom Eisberg. Ne? Was wir hier aufhängen, das ist den Anfang, das ist das Älteste, was wir haben, als Archive gibt von 1345, also das Dokument, was wir haben. Und dann geht das eben bis heute, zieht das sich, das heißt, das sind 700 Jahre, knapp die wir hier und ein paar Bayer haben, wo wir die Geschichte können, zurückverfolgen können.
Ja, bei mir heilo du als Archivisten, mich Pauli, guten Abend. Guten Abend. D'Arbechten fir dat neue Archiv, die werden nach diesem Monat aufhängen. Wie soll den Archiv ausgesehen? Klein die stehen, wie wird das ganz Teil abgebaut gehen? Den Altbau wird käsernähert renoviert, und da gibt einen neuen Umbau viele Konter gebaut, Kellerniveau, da gehen wir bis auf den -2 rauf. Und die neuen Kelleren sind dann für Räume mit insgesamt bis zu 340 Quadratmeter, wo Platz ist für ein Depot vom Geschichtsmuseum von Karin, für die Archiven, für den Triage, und dann haben wir noch einen großen Raum auf Reserve. Dann handelt es wieder auf den neuen Umbau könnt einen Abbau drauf, mit einem Turm für Treppen und für den Lift, und auch einen Raum für eine Bibliothek, und ein Büro für als Studenten und Volontären. Und dann an den Altbau, als dann an der aller Stufe gibt auch Elektrosaal mit Tischer für die zusammenzustellen, die man dann noch als großen Meetingsraum benutzen. Und dann obenop sind dann Büroen eben für Karin, Chris und mich, für gesehen und noch die Küche. Hier könnt also nicht nur ein Archiv, sondern auch das Geschichtsmuseum hin. Ja, genau. Hier kriegt auch das Geschichtsmuseum einen Platz, und zwar in Form von einem Depot für auch hier Sachen, die nicht am Museum ausgestellt sind, auch anständig zu lehren. Und eben noch Karin und Chris, die auch noch ein Büro kreieren. Aber das ist ein ganz geschichtsträchtiges Haus. Findet die Geschichte auch einen Platz hier? Wird das alles abgeschafft? Ja, und das ist schon angedurcht. In welcher Form das wird sein, das ist nicht definiert. Aber die Geschichte die fängt 1900 und 1904 an. Da wird das Haus gebaut von Alexis Heck, dem Pop vom Tourismus von Lützeburg. Und den hat just neben drauf, wo die Militärstung hatte sein Hotel, und das war seine Privatresidenz. Dann haben verschiedene Familien immer dran gewohnt. Vor dem Krieg hat die Familie Konter dran gewohnt, und das ist auch den Namen, den geblieben ist. Du weißt, hat auch viele Konter. Am Krieg war die Gestapo hier Bonne, wo dann noch Leute verhört und wahrscheinlich auch im Keller für eine kurze Zeit festgehalten gesehen. Und nach dem Krieg war die Familie Mambuch hier Bonne, Dr. Mambuch, den auch in anderem Gemeinderat zu Dietrich war. Und, ja. D'Arbechten, die werden ganz geschwind aufhängen. Steht da noch schon ein Datum, wenn ihr das ganz soll fertig sein? Genau, ein Datum ist noch nicht festgelegt, aber an der Planungsphase montiert von 2 Jahren Bauzeit. Das heißt, ab dem Moment, wo gefangen wird, in 2 Jahren oder vielleicht ein bisschen mehr, sollte man vielleicht hoffentlich Anfang 27 können wir das Arbeit stoppen. Überdem die zukünftig Gebäulichkeiten vom Archiv entstehen, geht han run weiter fleißig triiert, aber schon restauriert. Besonders die ganz alten Dokumente ab 1350, eng 20 Einzelpergamentschachteln an die ältesten Registren aus der Gemeinde goufe für eine paar Monate enger Restauratrice vertraut, die diese probieren ab minutiöser Arbeit im Leben anhaucht. Wir werden also gucken, wie das Restaurationsarbeit für sich geht. Moin. 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 Schön, dass ihr da seid. Ihr kommt neue Sachen gucken, wie wir hier drauf schaffen. Genau. Wir sind hier am Atelier de Relieur Daniel Willems an der Stadt. Neben der Buchbinnerei ist es noch auf die Restauration von Alebischer Popeyes spezialisiert. Danny Köller-Willems gewann in erster Phase mit der Restauration von diversen Pergamenter, Popeyeren und Registre beauftragt, wovon schon zum Teil fertig restauriert ist, für die gewollt Gebietslos gemacht. Dann haben wir das, was hier Rückfut gegangen ist, haben wir halt eben mit Japan Papaya gefleckt. Wir haben alles, was hier drauf war, von Gedeisch rausgebotzt und proper gemäht. Dann haben wir die Striche angefangen, Wäsche zu machen. Da sind wir aber noch nicht fertig, da muss man ein bisschen drauf schaffen. Dann haben wir sie, kommen sie kurz an die Presse, für dass sie noch ein bisschen mehr riecht, geben die heute sich schon ganz tipptopp. Und da gehen sie gebitzt und sie kriegen einen Deckel und hier geht den Deckel ungefähr so wie das heute. Das heißt, wir machen einen Ledersdeckel, der noch liegt, hier noch ausgesetzt, dass das nicht so viel krass ist, wenn den
so alle Register huet mat einem ganz weißen Abwand ist net so schön. Pergamentdokumenter brauche fir d'éicht eng Behandlungen enger hygroskopischer Kummer, wat viel Zeit an Urspruch hält, fir d'Plien a Fallen rauszukreen. Besonders de Pergament wie an diesem Fall dirft net einfach a Wasser gelöscht gin, weil et zwischen gespannten Deirenhaut handelt. Zwischen 70 und 90 ist gut, wo die in der Löselöst Fichtigkeit unhält und dann sich ausdehnt. Und wenn der erst noch erinnert, am Anfang, wie war den dicke Knicks da und damit dran, der T-Shirt schon ganz entblut. Schon noch ein Foto davon gemacht, die könnt ihr hier noch gerne auch kriegen. Und den dehnt sich aus und dann noch geht zwischen den Brüder drischen gelos und das geht dann ungefähr, das ist eine Langzeittrocknung, die dauert dann ungefähr 3-4 Wochen, für das da ganz riecht ist. Vir der Behandlung an der Fichtegkeetskummer gëtt de Pergament awer fir d'éicht mat engem Gommersch proper gemach. Heilo humret mat eng ganz seelene Blat ze din, et ass des den Deckel vun enger sogenannter Deivelsgeissel, die als Schutz géint dat Beist gefalt an der Tasch mat runm gedroe gouf. Durch dat vill Dirblen ass de reliesen Obje gerass geplant ass dëssen ganz speziellen Zeitzeien emul am Dickrecher Geschichtsmuse auszustellen. Sie hunn dat ja och sinn der zwo am Geschichtsmuse schon ausstalt, awer dat sie préen. An no wann die sagt an no ha restauréiert ass, da kënne man déi och do daneft ausstellen an darüber Karin an ich mich noch schonfried. Auch das Dokument gouf am Vierfeld proper gemach am mat Fichtegkeet behandelt. Lo soll de Pergament nach verstärkt gin, op Japan-Papaya, die noch a ganz dünnem Zustand nach extrem stabil ass. Die sind nach klein, löst geht die Fichtigkeit ran und da leiht her nur das Blatt hier riecht. Man kann da so hinlegen, ich sage das gut. Also im Moment, denen all die Dote sich nach raus, weil die Fichtigkeit dran geht. Das ist also mit dem Japan-Papaya hier geschieht. Den hat sich ausgedehnt. An den Papaya hier auch. Da passen ich alles zusammen. Und da geht das drüber drischen gelos. Und dadurch, dass das sich zusammen geht das schön riecht und fest. Weil halt so Schichten Pap sind, enke wo Papayas und enke vom Japan-Papayas lässt, das tut sich auch gut rutschen. Und das passt auch nicht direkt fest, das heißt, man Pap hat man lange Zeit für nach Sachen von zu ziehen oder zu ajustieren, für das dann alles perfekt schön so ist, wie es muss bei mir passen. Zurück dann bei die Registern. Dani Köller-Willems als entretemps mat den alle Registre Firokom kann een vun de restaurierte Bicher nei abhannen. Den Dickreche Archiv hält also a ganz lose Schritte ma weiter Formun. Für all Problem gëtt op alle Fall eng Lesung, sogar die schlimmste Papaiere können an e besseren Zustand versat gi wie fir runn. Aber d' Restaurationsarbeit die erst nach lang net aufgeschloss. Dat lo vergleichsweise eng ganz klein Quantität, weil wir müssen deelweis tatsächlich alle Inselblätter op de Leestwelle fir zu gucken, wat do ze machen ass verschiedene Sachen, die man hunn. Also im Moment noch schwierig den Triage zu machen, weil sie deelweis so knascht, dass sie respektiv so zerknigelt sind, dass sie nicht kann ausnehmen mehr fir iwwerhand mal rauszufallen, fertig das. Und da wenn das mal ein guter nächster Schritt, dat man dann die Sache löser können richtig triieren und abpacken und für ewig halen. Ja. Ein wichtiges historisches Evenement von der Stadt Dickrich, das war 84 Jahre die Ardennenoffensiv, die dann vom Zweiten Weltkrieg am Norden vom Land bis Ende Januar herausgezögert hat. Mit diesem letzten Kraftaufwand von den Deutschen und der Westfront man Büt für Truppen nach Osten zu verlieren und den Krieg aber noch für sich zu entscheiden, hat die Mutzke gerechnet. Der Lokalhistoriker Roland Gaul erinnert sich. Et war die totale Überraschung, wie den 16. Dezember 1944 um 5:30 morgens die Echtgranaten an Dickrich angeschlagen sind. Es war direkt Panik. Sie kommen zurück. Da sind die Amerikaner eingewischt. Es wird auch nicht ein Kehr knuppen und so viel. Aber leider nur 3 Tage. Die Amerikaner haben probiert, sich zu behaupten. Sie wussten selber nicht genau, was das wäre.
Am Ufang ass geschwert gi vun engem Lokalugriff tschen Sauer an Uhr, méi wéit am Reislik ober hunn aner Unitéiten die Landgrenzluchen dat selwicht gemeldt an huet dun vum 16. bis 19. Dezember gedauert am Fogel dat leert hat Kommando realisiert huet, dats net eng Lokalattack, dats eng massiv offensiv. Konsequenz die amerikasch Truppenhusech mussssen zréckzeien. Fir Di Krich war de 25 Jo Joke Captain Harry Camp mat der Aufgab vertraut. Him sei Quartéier war am bekannten Hotel des Ardennes. Hier soll seg Leiit op eng nei Verdetegungslin han der Kolmer bringen an do op Verstärkung werden. Fir d'Populationun net einfach dem Feind ziwerlosen huet hi sech awer dofir agesat, firrun die Kricher Leiit ze evakuieren. Direkt zo vun den Truppen gouf 4 Stunden rausgezun an Leiit iwwer d'Eisebundsbreck Richtung Vils aus Dikrech herausgeleet. An hin huet hun Leite och postéiert ha fir dat zofir segen, dat Leiit alle go en Riwer kemen an trotre még ältere wären dabei még Mam an méi Papdéiäit, hun me dat als kann demmer erzählte fir huet die Geschicht mis ëmmer bisse bereiert. A ganz viel aner dikecher Leiit, die ich no gefrot huet, dat huet funktioniert bis op ich gi so eng 150 Fleicht 200 Leiit sind Leiit alle goen rauskom an dat wären der iwwer 6000. Die ha rauskommen sinn nach eng Stunde drüber ass Bregt hun an Blöd geflünn hai, Deisemundsbreg sie wärwer net komplett gesprengt, sind puer Ladungen sinn net Lasgänge. 3 Stunden mi spéit ass Dickerich quasi kampflos hunn deitschen Truppe besat gin, an dat sollt bis zum 18. 20. Januar 45 dauert, et hunn Dickerich vu Süden aus iwwer Zauer Bremträgerrobert gin ass. Dono wuel loch die Krich ziemlichlech am Coop, awer dat wat de jonken Militär Harry Camp fir hun 80 Jo fir die Dickercher gemach huet, ass ziemlichlech emolech an der Geschicht vun der Ardennenoffensiv. Net fir näicht ass de Captain Harry Camp spéder hin noch zum Ehrebierger vun Dickercher nannt ginn, aber alle noch Erinnerungsfeierlichkeiten gët doch haut nach ëmmer speziell un hier gedurcht. In 2013 huet de Staat den echte Klimapakt an Liewe gerufen, man bütt Gemengen bei den Zieler vun der Regierung an Sache Klimaschutz modern ze spannen. Wie 2016 awer festgehalle gouf, dass weltweit Temperaturen op méi wie 1,5 bis 2 Grad klammen dürften, huet der Lützeburger Staat 2021 een neue Pakt geschloss. Der Klimapakt 2.0. Die soll bis 2030 Resultate vun de Gemengen besser mossen, zu méi Kooperation mat de begleitenden Instanzen regen an noch Bierger méi mat aspernen. Iwer wer dokumentéiert an en bewährt gët et ganz vun engem Klimabroder. De Manfred Berger vom Ingenieurbüro Liniafor als Klimabroder vun der Gemeng Dickrech. Dat heescht Schierbereet als Gemeng fir zu kucken, dats mir als Klimaziele erreichen. Mam Klimapakt 2.0 ass dat allerdings mi schwéier ginn. 2022 hat Gemeng Dickrech 56,7% erreicht an dummer eng Zertifizierung vu 50% grot. En 2025 soll dat Resultat lo konfirméiert ginn, awer fir die selwech Zertifizierung zu kreen, muss lo eng Schëpp no gelucht ginn. Es ist schwieriger, jetzt die 50% zu erreichen, die man vorher hatte. Man muss mehr tun. Das ist gut fürs Klima. Also vorher, also vor allem im ersten Klimapakt, der 2013 angefangen hat, da galt es, konnte man im Prinzip ein schönes Konzept schreiben und bekam dafür 10 Punkte. Heutzutage kriegt man nur 2 Punkte für das Konzept und 8 Punkte kann man bekommen, wenn man das Konzept auch realisiert, also umsetzt. Maßnahmen umsetzt, um dann die Sachen dann auch wirklich voranzutreiben. Und das ist nicht nur fürs Klima gut, auch für die Menschen in der Stadt, die hier wohnen. A vun de Lohn soll noch Bierger incitéiert ginn Firma ze machen, mit Velo zu benutzen zum Beispiel. Ziel vum Klimapakt ass et engerseits den CO2 zu reduzieren, manner Energie zu verbrauchen, an dann awer auch Klimaupassungsmaßnahmen zu holen. Besonders dëssen 3. Punkt gëtt immer méi wichtig. Hochwässer, Starkregen, Niederschläge, Stürme werden immer häufiger
Und das spüren wir auch hier. Und was kann man dagegen machen? Da ist das Kind schon in den Brunnen gefallen, aber die Gemeinden können anhand zum Beispiel von vernünftigen Baureglementen auch sich bis zu einem gewissen Grad an die Klimaänderung anpassen, die nicht mehr aufzuhalten sind. Also Hochwasserschutz zum Beispiel, ne, die dann viel Grünflächen, dass das Wasser abfließen kann und nicht sich staut in den Straßen und dann im Prinzip die Keller überschwemmt. Solche Sachen, das sind die 3 Säulen. Aber nicht nur, es sind noch viele Klangmaßnahmen, die wichtig sind, wie zum Beispiel die für nie so viele Aufstellplätze für Veloen abzurichten, wie gebraucht gehen. Die Haltestation ist offensichtlich überlastet. Oder aber die Leute bei immer mehr warmen Sommern die Möglichkeit zu gehen, sich sehr aufzukühlen. Dafür gibt es auch Punkte, genau. Ja, das ist eine kleine Maßnahme, die aber dann auch positiv bewertet wird im Klimapakt. Ist natürlich jetzt aufs ganze Projekt gesehen ein relativ kleiner Teil, aber auch Kleinvieh macht Mist. Es gibt also auf alle Fall genug zu tun am Kader vom Klimarat, der sich bisweilen aus Leuten aus der Politik und der Verwaltung zusammensetzt. Am besten Fall ist auch die Lokalwirtschaft an Bierger aus der Gemeinde vertreten und dabei Parität in Bezug auf Geschlecht und Alter garantiert. Es ist also nach Luft nur Ofen. Der sogenannte Klimabotschafter Bruno Diogo ist der Ansprechpartner in der Gemeinde, der sich darum kümmert, Interessenten, speziell dann auch Jugendliche und junge Erwachsene, können sich gerne bei der Gemeinde melden, ihr Interesse kundtun und dann werden sie bestimmt von der Gemeinde eingeladen. Ich kann das natürlich für die Gemeinde nicht entscheiden, aber ich sage mal so salopp, es sind noch Leute zum Mitreisen gesucht, wie auf der Kirmes früher. Egal wie werden Bierger in Zukunft immer mehr angespannt gehen beim Klimaschutz. Eine Veränderung könnte nimmer verschiedene mitmischt. #Neudickrich wird auch an die Richtung gewiesen. Wir kriegen in der Stadt mehr Platz für die Velo- und Verkehrsberuhigung, während Wünsche von der Population. Der gemeinsame Klimareis dürfte damit nicht am Weg stehen. Mehr am Velofahren und zu Fuß gehen ist gut für das Klima und hält darüber hinaus auch noch fit. Nicht jeder, der die Möglichkeit sich auf diese Manier Form zu halten, aber zu Dickrich soll das keine Excuse sein, für sich nicht zu bewegen. Dickrich bietet viele Möglichkeiten, sich fit zu halten. Am Erholungsgebiet Seitert goufen 2021 im Fitnessparcours 20 topmoderne Geräte installiert, wo ihn über QR-Code Übungen proposiert kriegt. Er kann ihn sowohl Kraft wie auch Ausdauer trainieren. 2023 gouf Toni auf der Seniorenfitness a Bedinge Landschzauer durch den Fitnesspark mit 10 Calisthenic-Geräte erweitert, die sich jugendlich an der Wurstner richten. Hier kann er sich über einen intensiven Egegewichtstraining ganz einfach Muskeln aufbauen. Das ist wichtig, dass wir auch so Infrastrukturen heute zu Dickrich anbieten. So mal speziell für den Outdoor-Fitness, das ist ein Trend, der immer mehr groß geht, immer mehr Leute wollen da draußen aktiv sein. Zum Sportarten wie Calisthenics, wo sein Körpergewicht benutzt, oder funktionale Fitness, Crossfit, High Rocks oder wie auch all die anderen Sportarten heißen, dass wir diesem Trend gerecht gehen und denen Leute auch die Möglichkeit anbieten, den Sport zu machen oder auch nicht mehr für den normalen Bürger, die ein bisschen aktiv sind, dass die Möglichkeit tun, das Ganze zu betreiben. Ja, vierdrun schon hat den Dickricher Dan Zanner sein Indoor-Fitness Mind over Matter abgemacht, dem sein Konzeptrobot zielt an einem 30 Minuten High-Intensity-Training die Woche, sehr an ihrer Anstrengung zu einem neuen Körpergefühl zu kommen. Am Hirsch 2024 gouf dat Angebot noch weiter komplettiert. Die Dickricher Tatjana Wassenberg will mit ihrem Yoga-Fitness ganz neue Dimensionen am Sport abmachen, mit einer einzigartigen Platz für Fitness und Entspannung zusammenkommen. Ich meine, möglich, wenn ihr könnt, dass in einem Gehen von geringen Pflanzen, tropischen Palmen, und Kombination von einem warmen Holzdesign eben. Als Ziel war es für heute, einen friedlichen Platz zu bieten, wo ein Pause aus dem hektischen Alltag und wo ich etwas Gutes kann tun, sich selber kann gucken.
und einfach nur wohlfühlt. Domat will Tatjana weisen, dass Sport mehr als wie die Körper trainieren, hat für allem Stress reduziert, Konzentration verbessert und Domat die mental Stärke gefördert. Dafür auf am Yoga ganz bewusst auf Kader gesagt, den Waschkön von der Kiel der große Fitness schänen. Auch soll in Zukunft Gruppendynamik verstärkt gehen. Neben Gruppekuren wird allgemein das Networking eine große Rolle spielen. 4-mal am Jahr soll zum Beispiel eine Saisonparty stattfinden. Ich meine, ich habe schon gefangen, das heute für mich auch neu, aber ich ging mich früher, wenn man das heute einen Platz ging von einer Rencontre für die dickeren Leute aus der Region, die einfach etwas machen, für sich selber gut zu fühlen. Und darauf ging ich mich immer früher, um das heute zu machen. Und dann kann man mal gucken. Also wir haben Plan, natürlich, ja, und das ist noch viel auf nur. Aber als ich mir fangen nun an schaffen, dass die Leute einfach bewusst sind, wie wichtig es ist, sich zu bewegen. De neue Fitnesszentrum Wallebroch setzt darauf, eine familiäre und relaxe Ambiance zu bieten, für sich ganz easy quasi nebenbei auf Form zu halten, körperlich wie mental. Da wollt man aber auch noch einmal zurückgucken auf den Dezember. Da kriegt man zu dickerisch 3. Weekend am Mond mit eine ganz besondere Ambiance durch den mittelalterlichen Flair am Zentrum von der Stadt. Normalerweise ist das immer gut besicht Samstag und Sonntag. Freitags bei der Ouvertüre, da ist es normalerweise mehr ruhig, Deke aber war das ein bisschen anders. Für die Ouvertüre vom Christmärz 2024 waren deutlich mehr Leute wie sonst da. Und das hat seinen Grund. Die Gemeinde hat für die Inauguration zu einem Christmas Afterwork geladen. Und als die Newcomers umso mehr weil die Ambiance auf diesem Christmarkt wirklich extra ist. Ich war schon auf vielen Weihnachtsmärkten, aber es ist schön hier. Gemütlich. Zu dickrig am Christmarkt, das sind immer im Schein, sind immer dieselben Leute, die kommen und auch immer neue Leute, die beikommen. Die Ambiance ist mega. Und jeder spielt das hier natürlich auch mal lecker mit, das ist top. Das ist super flott halt, geht gut zu trinken, hab's gutes zu essen. Es ist immer im Flottheim mit der ganzen Praxis, um es hinzukommen. Das ist immer ganz schön, sind die schön viel Lichter, gesagt, Kollegen an Leute dickere Leute, wo ihn dann mit denen kann schwätzen kann. Das ist immer schön als Aufschluss mit der ganzen Equipe dann hier zu trinken. Besonders zufrieden war der Präsident vom Syndikat Initiativ. Dekeer hat sein Verein das Lied von der Organisation überall an nicht Männer wie 20 Vereine im Land gezogen, gerade wie 12 Vereine, die Getränke an Niesen geboten haben. Ja, ich bin ganz zufrieden. Wie gesagt, wir hatten ganz viel Arbeit und ich hatte ein bisschen Bedenken von der Woche, wie man wieder gehen. Ich meine, es war gut geschickt das Jahr. Wir ganz gut wieder und schon noch nie so viele Leute hier bei dem freien Abend gesehen. Trägt natürlich dazu bei, dass die Gemeinde Patchen freiert. Also am Großen und Ganzen top zufrieden. Ja. Also alles an allem grosse Zufriedenheit über die Edition vom Christmärz 2024. Die von 25 geht aber schon an den Tag gefasst. Die Inauguration war für den Bürgermeister Charles Weiler, nämlich auch den neue City- und Event-Management-Service von der Gemeinde vorzustellen, für die von diesem Januar an 2 weitere Personen angestellt wurden. Man bittet, die Festran dickrisch neu zu beliefen. Notamment wie die Christmärkte, die werden nächstes Jahr auch an einer gewissen Art und Weise umgestalten. Es sind auch schon Ideen für andere Festivitäten, die wir an der Großgas, aber auch außerhalb von der Großgas an unserer Stadt tun, für die neu zu beleben. Da wird man mit dem neuen Service, den eng soll zusammen schaffen am Syndikat, mit dem kommerziell wird man das auf den stellen. Mal gucken, wer das 2025 nach alles erfährt.
Gut Ambiance zum en vum Jo gowet hier och normal den 28. Dezember. Do hat sech de Cerkel vun de Bresler Studenten mat engem traditionelle Studenteball ausnahmsweis an der Ansierei akkordiert. Mir wollte wissen, wann sie dann lo Dekeier op die Krisch gezünn huet. Ende des Jahres ist traditionell Zeit vun de Studenten fir zu feiern. De Bresler Studenteball, der für 45 Jahre gegründet gouf, ist dabei vun den ältesten a gréissten. Immerhin zielt ihre Cerkel deshalb eng 450 Studenten. Am Bresler Ball, das als annuell Feier heute zu Lützeburg vun der Bresler Studenten. Wir hunn am Anfang heute Gelegenheit, Lützeburger bisschen an unserem Universum von Bresel ranzukriegen. Wir haben E-Konto, der von unseren alle Studenten vom ABS gehalten wird, und der Rest wird von uns von Bresel geriert. Von mir alle gut herumkommen, für das große Event zu ermöglichen. Für so Bern iwwer 1000 Leiit und Goen ze kree muss eng 20 bis 30 Leiit vu September run organiséiere wat Sach halt. Gedrängs, DJ, Kommande, Lochten, he soll alles klappen, et huet eo schliesslech eng Renommee. Dëfir ist ëmsomi wichtech, die richteg Location zu hunn, Dicre scheint do perfekt ze passen. Wir sind am Anfang froh, direkt zu Dicre zu sinn, weil das Reihe am Anfang eng vun den Innovation Hallen zu Lützeburg stei op mittelgrös Bale ausgelöst ist, an wo alles wie Kontoire Sticher, das sind einfach Sachen, die man nicht müssen lohnen und installieren, natürlich viel Arbeit auf. Und das aber verschiedene Sachen, das weiter am Norden, mit das aber nur mit den Arbeiten am Zug sind aber sehr auf einer Platte Piano. Also ich meine, keine Arbeit wird mehr lang wie 1 Stunde, 90 Minuten maximal. Und das ist ganz lang, das aber nicht allzu weit vor zum Zentrum vom Land. Wir waren aber du fir run an auch schon mal zu Dickrech fir pro Joer an fir eis war Dickrech sechrem logische Schwar, weil Dickrech leider einfach perfekte Lehen fir eis. Egal ob aus dem Osten, aus dem Westen, Norden oder Süden kennt Dickrech leiden am Welt, kann im Bus kommen, kann im Auto kommen, kann im Bus am Zug kommen. Das ist einfach optimal, dass wir Kind so weiter für Kind zu lo, für Dickrech immer im Boot. An der Büsterei, Top-Instanz, top installiert, tut ihnen alles, was ihr braucht. Gemeint Dickrech auch immer live mal da ist. Sie empfangen das immer im Gern und dafür sind auch der Gemeinde Dickrech immer im Merci. Voraussetzung war also gin, für das Fest soll gelingen. A feiern können sie zu Bresel sowieso. An noch die nächste Eventer stichonrem 400 Dir, haie kleinen Ausblick, wer Dich an den nächsten Wochen zu Dickrech aufwärts. Bis am Februar nächst, Adi! Den 22. Januar huet dem Militärmusee owes 4:07 eng Konferenz am Lycée Classique zu Dickrech, wo dem den Ansatz vu Schweizer Hëllefsorganisationen während dem Remobbau zu Lützeburg nom Zweite Weltkrieg geht. Den 20. Januar war d'Ardennenoffensive River. Für den 80. Anniversär von dem historischen Moment huet dem Militärmusee de 24. Januar owes an der Alaseerei eng Science-Akademie geplant. Weil das Jahr an engem sorte 40. Anniversär vom Museums gëtt bei der Gelegenheit auch an die Zeit erinnert, wie eng Handvoll Sammler Geschichtsenthusiasten am September 1984 den MNHM op B gestalt hun. Nach bis den 26. Januar as am Kulturhausdarstellung Nature in Motion ze gesinn, wo die zwei Schwestre Martina an Monique Dam eng echte Käier exposéieren ënner dem Numm Madame an Timon. De 26. Januar owes 6 ass an der Porkirchen neie Konzer an der Serie Jeux d'Orc. Déi op besuch bei den Ami de Lorgas den Didlinger Organist Alessandro Urbano. De 27. Januar den Dag vun der Befreiung vum KZ Auschwitz ass den UNO-Holocaust Remembrance Day. Rundum den Datum ginn all Jor Event organisiert fir Shoah zu erinnern. Den Zentrum für politische Bildung weist dofir de 7. Februar am Cineskala de Film Schwarze Schnee mat uschlesender Diskussion iwwer de Film an d'Evolution vun der Erinnerung.